Was möchtest denn, Peter? Moni, schau aus dem Fenster. Siehst du die Radler-Werbetafel vom Gimpfi-Brei direkt neben dem Kinderkrankenhaus? Pass gut auf. Oh je. Ich weiß, das schaut nicht gut aus, aber die Freiwillige Feuerwehr Obersiersbach, ja, die wird das schon regeln. Ich bin mir ganz sicher, dass da jeder rausschafft. Auf jeden Fall. Jawohl, haha, hab ich doch gewusst, dass das funktioniert. Ein wenig unkonventionell, aber effektiv. Drecksradler-Werbung. Nur kurz bevor Sie bestellen, ein kleiner Hinweis. Die Knecherlsulz ist aus. Ja, Grutzi, fix! Was satzt denn hier für ein Saftlohn? Peter, bitte reiß dich zusammen. Du kannst ja mal was anderes essen. Luise, halt dich da raus. Ich lass mir doch nicht vorschreiben, was ich zum Essen hab. Ganz besonders nicht von so einem blondhaarigen Schulburm, der noch nicht einmal weiß, warum in der Früh sein Schlafanzughosen klebt. Bringen Sie ihm einfach ein Bier. Also Hirs, dir gebührt heute die Ehre, mit mir und meine Stammtischbrüder zum Stockschießen zu gehen. Soll ja aber nicht zur Gewohnheit werden. Nur so lang bis der Hermann sein Gips los ist. Wie man sich beim Schleidern 2 Fingerbrecher kann, bleibt mir aber weiterhin ein Rätsel. Naja, auf jeden Fall sind meine Leute sehr speziell und darum musst du die anpassen. Aus dem Grund werde ich die vorbereiten, damit du die und vor allem mich nicht blamierst. Erstmal zeige ich dir, wie man richtig schnupft. Zum Glück habe ich die dritten Gletscherpries beim Opa im Nachkastel gefunden. Hast du da schon mal eine Ladung in die Nasen gezogen? Bis jetzt noch nicht, nein. Dann schau zu und lern was fürs Leben. Das brezelt. Hui, der haut rein. Papi glaubt, das ist kein Gletscherpries. Klar ist das einer. Und ein guter noch dazu. Hey, da ist ja die Kache von deiner Mutter.